Es ist richtig mieses Wetter draußen. Es ist kalt, es regnet, man verliert eigentlich sämtliche Freuden am Leben und dann gibt es auch noch jemanden, der Enno Bunga heißt, der gerade hier neben mir sitzt und der noch richtig traurige Musik macht. Also da denkt man, da kann man eigentlich glatt in Depressionen verfallen. Ja. Sie ist schön, also gerade die ganzen Damen sind da hingeflossen, als sie es erstmal gehört haben. Jetzt kommt ein neues Album raus und hast dich direkt mal den aktuellen Themen angeschlossen. Im Oktober bin ich auf einen Artikel bei Zeit Online gestoßen über den Fall Orijalo, der unter sehr mysteriösen Umständen im Polizeigewahrsam in Dessau 2005 verbrannt ist, an einer Sicherheitszelle, an Händen und Füßen an Wand und Boden gefesselt, auf einer schwer entflammbaren Matratze. Bis heute ist niemand verurteilt worden für das, was da geschehen ist. Und das ist also ein krasser Fall von rechter Gewalt und Rassismus in Deutschland. Ich bin auf sehr viele weitere dieser Fälle aufmerksam geworden und habe darüber ein Lied geschrieben. Und hätte nicht gedacht, dass es so aktuell noch wird, weil also im Dezember habe ich es weitergeschrieben und dann kam Pegida hoch und dann dachte ich, Mensch, da gibt es jetzt eine richtige Relevanz oder einen Nerv der Zeit getroffen. Im Hintergrund haben wir auch einen Facebook-Kommentar eingeblendet, wo du dich mit einer ehemaligen Abonnentin von dir anlegst, ihr dann auch relativ ausführlich antwortest. Sie sagt, ich entabonniere dich jetzt mal. Vielleicht kannst du ein bisschen Thematisierung so sagen, worum es ging und warum du da relativ ausführlich gesagt hast, ist das etwa kein Rassismus? Ich find einfach, dass da, wo rechte Parolen in die Mitte der Gesellschaft rücken und man alle Leute pauschalisiert und sagt, die sind alle schlecht und Ausländer sind kriminell und so weiter, wenn das der Konsens der Mitte ist, dann muss jemand, der sonst in der Mitte ist, so wie ich und der vielleicht unpolitisch war, jetzt anfangen politisch zu werden, zu sagen, ey Leute, habt ihr... Was ist da los? Habt ihr da eigentlich einen an der Waffel? Ja, also man kann über alles diskutieren, also was muss man auch. Und ich muss auch selber, wenn ich irgendwie nach Hause komme oder sowas, nach Ostfriesland oder so, da gibt es auch Menschen, die das so sehen und die das sagen. Und da muss man, glaube ich, auf jeden Fall da gibt es sehr viel Redebedarf, aber da sind halt vor allem auch Politiker gefragt, dass die da was tun und auch Verantwortung bekennen dafür, für das, was sie da auch teilweise vom Stapel lassen. Du hast ein Lied geschrieben, was genau den Nerv der Zeit trifft. Wir schauen mal ganz kurz rein. Bitte für euch. Orijalo war ein Zauberer, laut Polizeibericht. Vollführte im Verborgenen sein größtes Meisterstück. Hat mit Händen und mit Füßen, fixiert an Grund und Wand, sich auf feuerfester Matte in Schutzhaft selbst verbrannt. Wie man von Einzelfällen sprechen kann, ich werde es nie verstehen. Es gibt Menschen, die das wollen, die das alles gerne sehen. Tief in ihren Herzen heben sie die rechte Hand, zünden Krisenherde, hoffen auf den Flächenbrand. Wo bleiben die Beschwerden? Warum lassen wir das zu? Wir können was dafür, wenn wir nichts dagegen tun. Wo bleiben die Beschwerden? Wo führt das alles hin? Warum tun wir so, als wären wir blind? Ein kleiner Umschwung musikalisch, kann man sagen. Also es ist tatsächlich noch ein Ticken trister auf der einen Seite, auf der anderen Seite wird es ein bisschen beatlastiger. Ja, ich habe bei dem Album war das so der Ansatz, dass ich mich komplett mal entfalte. Ich war davor eigentlich ein melancholischer Singer-Songwriter, auch mit einer Band unterwegs und jetzt ist es eher ein Solo-Projekt und die Besetzung variiert. Ich habe auch 4 Musiker dabei, wenn ich live unterwegs bin, aber im Studio war ich jetzt nicht mehr eine Band, sondern konnte machen, was ich wollte und einfach mal alles neu ausprobieren. Und es gibt sozusagen, jedes Lied behandelt ein anderes musikalisches Genre. Ganz vielseitig. Du hast ja sogar schon richtige Lobeshymnen bekommen auf dein letztes Album. Jetzt war es so, dass sogar der von Joko und Klaas, der bekannte Klaas Umlauf, hat ja ein Lied von euch gecovert mit seiner Band Gloria. Wie fühlt man sich da selber? Also hast du das Gefühl so, jetzt kommt der Durchbruch, jetzt schafft man es, oder? Ja, nee, ich hab mich gewundert, dass er das überhaupt kennt, so, weil ich auch davor noch nicht in Kontakt getreten war mit ihm. Und dann habe ich das von einem Radiomoderator zugeschickt bekommen. Er hatte mich auch nicht gefragt. Und, er hat dich gar nicht gefragt. Nee, muss man aber auch nicht. Also man kann ein Cover machen, solange man den Text nicht verändert, die Musik so lässt, dann kann man in Deutschland einfach ein Cover machen, das aufnehmen, das auch veröffentlichen. Die Rechte liegen ja dann trotzdem bei mir und dann kriege ich ein bisschen GEMA-Geld, kann 4-mal Sanifair bezahlen und ist gut. Und, und dann habe ich ihm eine liebe Mail geschrieben, dass ich mich freue und so. Und dann haben wir uns mal getroffen und es war unglaublich nett und interessant. Ja, also Klaas Häufer Umlauf hat dich gecovert. Das war der Song Regen, der war ja auch damals der erfolgreichste Song, den du bei TV Noir damals aufgenommen hattest. Jetzt frage ich mich, wenn man die ganze Zeit so relativ ruhige, melancholische Musik macht, denn jetzt laufen wir ja beide noch komplett in Schwarzräumen, draußen ist Regen, verfällt man da nicht selber manchmal so ein bisschen in Depression?
Nee, ich bin selber ja ein gut gelaunter Typ und ich bin nach außen auch immer eigentlich gut drauf und irgendwie habe ich gute Laune und mag auch gerne Flachwitze und bin auch lustig. Aber ich glaube, zu einem Menschen gehört ja immer vieles dazu und ich bin, was meine Musik betrifft, irgendwie mag ich gerne, also generell höre ich viel düstere, traurigere Musik, aber auf der Platte sind jetzt aber auch einige fröhliche Sachen drauf. So. Also da habe ich auch Lust. Zum Beispiel habe ich ein Lied geschrieben über das Verliebtsein und fange da an mit einem Baywatch-artigen Klavierintro, um dann einen Vergleich zwischen Boris Becker und Dumbo und Prinz Charles herzustellen. Welcher Song ist das? Das ist Heimlich. Heimlich, ja. Lied Nummer 5. Also, Enno Bunga, schön, dass du da warst. Wer dich sehen möchte, am 14.11. bist du hier in Köln. Im Gebäude 9, kommt da mal rum. Gebäude 9, vielleicht kann ich ja mit ihm noch mal kurz quatschen, dann können wir vielleicht noch 1, 2 Tickets hier klar machen. Vielleicht kannst du da was machen. Ja, vielleicht kann ich da was machen. Mal. Und ansonsten, Album und Platte ist natürlich jetzt auch seit 3 Tagen verfügbar. Ja. Schön, dass du da warst. Jetzt geht's fleißig weiter und viel Spaß auf deiner Tour. Danke. Ja.